Zwei, Ooh, ooh, ooh. Mir ist so wurscht, wenn du heute den ganzen Tag nicht mit mir redst. Mir ist egal, wenn du Lügereien über mich verzeihst. Heute ist alles wunderbar. Ich sitz im Bus Heisel da und mir ist wurscht. Heute ist mir alles wurscht. Ein halbes Bier und eine Leberkasse, mich könnt ihr jetzt brauchen. Hernach, da kommt noch der Bernie vorbei, dann wir rauchen. Was braucht man schon mehr im Leben? Da muss ich nicht überlegen, es ist mir wurscht. Im Bus Heisel ist mir wurscht. Der ganze Krampf, der ganze Schmarrn, der ganze Kass. Der ganze Krampf, der ganze Schmarrn, der ganze Kass. Der ganze Krampf, der ganze Schmarrn, der ganze Kass. Der ganze Krampf, der ganze Schmarrn ist mir halt wurscht. Im Bus Heisel ist mir wurscht. So ein Tag im Bus Heisel gehört ab und zu dazu. Jeder von uns braucht doch hier und da seine Ruhe. Und wenn's nicht weißt, wohin mit dir, dann hock dich halt her zu mir und sie sagt wurscht. Im Bus Heisel ist uns wurscht. Da ist uns alles wurscht. Im Bus Heisel ist uns wurscht. Hey ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Song vom Bus Heisel, von meiner Platten Zeitmaschine. Und ja, ich hab heute daran denken müssen, dass damals, als die Zeitmaschine rausgekommen ist, sind wir davor beieinander gesessen, so mit meiner Agentur und Plattenfirma und so, ja, wie bringt man die Platten raus, ne? Was macht man, wie kann man das bewerben und so weiter. Ne? Man muss sich immer irgendwie Gedanken machen, wie man das an die Leute bringt. Und dann haben wir die Idee ausgetüftelt, wir könnten eine kleine Busheisel-Tour machen, wir könnten ein paar Busheisel-Konzerte machen. Und dann haben wir da mit dem Münchner Merkur haben wir da eine Kooperation gehabt. Die haben praktisch auf ihr, ich glaube, das war nicht online, sondern es war wirklich im gedruckten, in gedruckter Form, haben die so ein Bewerbungsformular praktisch eingestellt, wo man sich bewerben kann für ein Konzert von Matthias Kellner im Bus Heisel. Bewerbt euch, schickt uns ein Bus Heisel Foto, schreibt uns dazu, wieso dass ich zu euch kommen soll und so weiter und bewerbt euch damit. Und unsere Idee war, da werden sie 5, 6 oder sowas bewerben, irgendwelche Vereine oder sowas, die halt ein Bus Heisel im Dorf haben. Weil wichtig war uns auch, dass es so im Dorf passieren. Es soll jetzt nicht irgendwie ein Bus Heisel in der Stadt sein oder sowas. Ne? Weil es ja um dieses spezielle Bus Heisel geht, ne? Wie wir es mir halt kennen. So aus, oder mir halt, ich rede jetzt von uns. Ne? Wie es halt
wie man es halt am Land gehabt hat. Ne? Das war unser Jugendheim. Unser Treffen und so. Und mir hat immer das Busseidl hat mir immer taugt, irgendwie so als so diese Ambivalenz. Ja? Auf der einen Seite hast du ihn in der Früh hingeschleppt, um darauf zu warten, dass man die von da aus in die Schule karrt. Ne? Und auf der anderen Seite hast du aber in der Freizeit da drin getroffen und hast Gaudi gehabt, hast ausgekickt, was wir jetzt heute machen könnten, ob wir Fußball spielen gingen oder ob wir mit den Radl irgendwo hin düsen oder sonst irgendwas. Und das, ja, genau, wenn so die Möglichkeiten in diesem kleinen Raum, in dieser kleinen Location so groß sind und so vielfältig, ist einfach lustig, ist einfach schön. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, da werden sie halt ein paar bewerben und dann machen wir halt da 2, 3 Auftritte. Und dann haben sie aber Dutzende beworben. Dutzende Bewerbungen hat es da gegeben. Und die Leute waren wirklich sehr kreativ. Also da haben wir hier ein Foto geschickt von einem, wo wirklich schon das Dach eingebrochen ist. So, hey, wir haben das kreisligste oder das kaputteste Busseidl, bei uns musst du unbedingt spielen. Habe ich dann auch gespielt. Wir haben dann die besten ausgewählt oder die coolsten Bewerbungen im Endeffekt ausgewählt. So, hey, wir haben das Niceste mit Hightech, mit allem drum und dran und so weiter. Wir haben das Älteste, wir haben und so weiter. Und dann haben wir 4 dann festgemacht, haben wir gesagt, 4 Sachen machen wir. Und unsere Idee war damals eigentlich die, wir stellen da 3 Bierbänke auf, ich hocke mich ins Busheisel rein, wir bringen ein paar Leberkassemmeln mit und ein halbe Bier für jeden, der kommt. Ne? Und es kommen halt ein paar aus dem Dorf, so quasi, die sich da hinhocken und sich das anschauen. Wir haben einen Fotografen dabei, eine Kamera dabei und die Leute, und es wird halt fotografiert, weil im Endeffekt ging es ja um das, es sollte Werbung sein. Es sollte Werbung dafür sein, hey, da kommt eine neue Platten raus. Das war eigentlich die Idee. Und dann so 2 Wochen oder sowas, bevor das losgegangen ist, bevor der erste Termin war, der erste Auftritt, haben wir einen Anruf gekriegt von einem der Bürgermeister von einem dieser Dörfer. Und der hat gesagt, ich wollte gerade mal fragen, wie viele Leute kommen da bei den anderen? Ja, wie bei den anderen? Ja, in die anderen Dörfer, wie viele kommen da Leute? Ich habe gesagt, keine Ahnung, wissen wir nicht. Wir fragen da nicht nach oder sowas. Wir fahren einfach hier und dann schauen wir, wer kommt. Ja, aber bei uns wären es vielleicht schon so 300. Das was? Wie bitte? Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir so, ja, aber bei im Dorf, das ist ja gerade so ein kleines Dorf, da wohnen ja bloß 200. Ja, aber da kommen von außen rum auch noch Leute. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das schon hergekriegt, da kommt einer, der grillt und welche, die haben so einen kleinen Bierwagen, die verkaufen Bier. Und so ist das dann abgegangen. Und dann haben wir gesagt, vielleicht sollten wir bei den anderen auch mal anfragen. Und dann haben wir bei den anderen auch gefragt und die so, ja, bei uns wären es mit Sicherheit 350, wenn nicht 400. Und es war wirklich, dann war der erste Auftritt und kurz davor haben wir dann wirklich entschieden, ich komme nicht ins Busheisel reinhocken, weil wenn ich mich ins Busheisel reinhocke und spiele da außen und da stehen 300 Leute außen rum, da sägt mich genau die erste Reihe, die ersten 10, die ganz vorne stehen, singen mich und vielleicht noch die dahinter und alle anderen singen nicht hin. Wir brauchen eine Bühne. Da hat der Münchner Merkur eine Bühne dahergezogen, einen Techniker extra, der die Bühne jedes Mal auf- und abgebaut hat und der Anlage natürlich auch, um 300, 400 Leute zu beschallen. Und dann kommen wir da hin, das erste Mal, und das war nicht einmal im Dorf, das war so am Rand vom Dorf dort, so ein kleines Busheisel und daneben eine Bühne, die ungefähr 2-mal so hoch war und so groß war wie das Busheisel, so eine richtig große Bühne mit Treppen auf. Und und so ist das dann da hingegangen. Ja. Selbst bei einem Auftritt hat es geregnet, weiß ich, und trotzdem waren so viele Leute da und wir hätten uns das überhaupt nicht gedacht. Und als wir das mitgekriegt haben, haben wir gesagt, wir müssen da eigentlich auch ein Musikvideo dazu drehen. Und das verlinke ich euch da oben, müsst ihr mal schauen, das offizielle Musikvideo, da sieht man, wie diese Busheisel-Tour tatsächlich abgelaufen ist und genau, und wie viele Leute das da waren. War eine tolle Erfahrung, ich würde es gerne wieder einmal machen, ich würde gerne mal so einen ganzen Sommer lang irgendwie sowas machen, aber es ist ein Haufen Aufwand, das zu organisieren und ich würde es wirklich gerne machen, vielleicht zum 10-Jährigen von der Platten, das war in 2 Jahren, oder? In 2 oder 3 Jahren wird die Platten 10 und dann, glaube ich, dann muss ich echt einmal so eine Sommertour machen durch die Busheisel. Und dann aber wirklich guerillamäßig, also nicht mit großer, sondern wirklich eine kleine Anlage dazu stehen,
und mich ins oder neben das Busheisel oder aufs Busheisel, was weiß ich was, raufsteigen und einfach spielen und einfach einen geilen Abend haben. Sowas, das darf man schon mal aushängen. Ja, das war jetzt der Song Busheisel und die Story Busheisel. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wenn euch das gefällt, was ich mache, war es wunderbar, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ihr könnt mir auf Patreon monatlich was zukommen lassen oder über den digitalen Kleingeldhut auf PayPal. Vergesst auf jeden Fall nicht liken und abonnieren und kommentieren, ganze Zeug, weil das braucht man halt heutzutage. Brauchen tut man es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und und vielen Dank an alle, die mich schon dabei unterstützen, wie hauptsächlich meine Patreons, und die kommen jetzt. Im Busheisel ist uns wurscht. Da ist unser